A bunch of dreamers with their fist up. Trigger happy, aiming high, we never give up. When we fall, it's cause we stood for what we came for. I guess it's time a brother finally took the chainsaw. Hallo zusammen, du hast ein kleines von Crown Crew. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe hier ein kleines Überraschungsvideo für euch. Und zwar ist das Free for All auf Bootleg. Ihr habt gesehen, es ist schon sehr rasant losgegangen hier gerade. Gerade 3 können abkassieren fürs UAV. Ich habe dann noch den Angriffsheli und den AH-6 drinnen. Und versuche mich jetzt hier einigermaßen vorsichtig über die Map zu bewegen. Der Typ hier, der jetzt im Ecken hockt, der Swissmate 79, den habe ich schon ein Spiel vorher, glaube ich, gesehen. Oder sogar 2 Spiele davor. Und er ist vornehmlich in die Ecke gehockt, was er jetzt so gemacht hat. Und ihr seht, mit Hilfe von Drohnen vom UAV kann ich mich da eigentlich relativ gut orientieren. Und tue wie so häufig jetzt im Moment das Gebiet abdecken. Es dünkt mir aber, dass es langsam ein bisschen heiß wird dort. Hier geht ziemlich Schwein, dass der nicht einmal geschossen hat. Hier wird noch ein bisschen Rücken geschossen und schnell ein bisschen chillen. Weil es wäre unvernünftig, mit so wenig Leben sich gerade irgendwann in einen Kampf hineinzustürzen. Ich habe auf dem Radar wiederum gesehen, dass sich dort einer befindet. Der Angriffsheli gibt mir den AH-6, das ist natürlich wunderbar. Hier schnell ein bisschen chillen. Und jetzt mal schauen, ob hier bei diesen Spawns beim A-Domination ein paar rumlungern. Sieht nicht so aus im Moment. Der Kampf scheint sich also wie so häufig hier oben zu bewegen. Jawohl, leider nur einen verwünscht, aber dort wollte ich eigentlich nicht unbedingt rein, weil ich hasse das Platz. Dort hat es ständig Leute und wenn man das gut kann manövrieren, dann kann man dort sicher auch einige Kills abkassieren, aber früher oder später hat man einfach einen im Rücken. Hier entdecke ich einen, denke, den mal hinten nachziehen. Mal schauen, wie weit das wir kommen. Ich habe gesehen, dass er dort reingezogen ist. Und vielleicht kann nicht der Sau. Wenn man die Sicherhalben verfolgt, will man nicht unbedingt aufgeben. Ausser man kommt in eine dumme Situation rein. Hat er zum Glück kassieren, schauen, ob dort hinten einer spawnt. Und links von mir war doch tatsächlich einer am Baller und hat mich zum Glück nicht verwünscht. Ihr seht, langsam ein bisschen wenig Munition, dem seine Waffen nehmen, wieder mal keine rumgelegen, ich weiss nicht wieso dass das passiert. Hier fast abgeknallt wurde, da ist ganz hinten einer gehockt, den ich leider nicht gesehen habe. Und jetzt habe ich gesehen, dass hier links von mir, oder jetzt rechts, einer sich befindet. Probiere mal den zu verwünschen, um eine neue Waffe zu bekommen. Richtig scheiße geschossen oder Karren in die Luft sprengen, aber das hat leider auch nicht gelangt. Und ja, kein einziger Schuss mehr, das heisst jetzt einigermaßen intelligent vorgehen, wenn ich hier nicht sterben will. Da habe ich ein bisschen Schiss, wollte ich lieber nicht wieder durchziehen, weil es kann sein, dass der Typ immer noch dort hockt. Das heisst, die Suche geht weiter und bewege mich jetzt doch hier in diesem Mittelbereich, der relativ gefährlich ist. Yes, 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 Leichen, ja, eine Waffe. Und was habe ich hier? Das gibt's ja nicht. Ein Herzschlagsensor. Und ich muss sagen, das ist ein richtiges Scheißteil. Weil sobald dass man den drauf hat, und ich habe es selber bei mir gemerkt, fängt man an, das Ding an zu nutzen. Das heisst, man fängt immer wie defensiver an zu spielen. Und die Sache ist ja die, Assassin Pro sieht man hier drauf, glaube ich auch nicht. Also mehr oder weniger gibt es ja doch immer wieder Leute, die mit dem spielen. Und dann ziehen sie ja einem vorbei und man schnallt es nicht einmal. Darum, ich finde, man sollte sich doch einfach auf das verlassen, was man sieht und hört. Und so Spielzeug eigentlich weglassen. Weil es verlangsamt einem eigentlich bis zu einem Grad, wo man muss sagen, na ja, Rushen wird eigentlich fast ein bisschen verunmöglicht. Nichtsdestotrotz bin ich doch ein bisschen am Chillen, weil ihr seht, es ist nicht mal zu weit, bis ich den Heli wieder habe. Und bis jetzt ist es sehr gut gelaufen, darum möchte ich eigentlich vermeiden, jetzt zu sterben. Aber gleich schauen wir dort mal rauf. Wow, schön Schwenk gehabt. Und endlich mal eine anständige Knarre, aber das holographische Visier drauf. Hey, und ich weiss nicht, spielt jemand mit dem? Ich finde das so einen richtigen Scheissdreck hier. Es ist viel zu fett irgendwie, es verdeckt sich unnötigerweise und es kann ja schon sein, dass es ein bisschen näher herzoomt, das zu Rohpunkt. Aber ich habe das nicht gern, wenn du einfach so ein dickes Teil im Gesicht hast. Anyway, ich kann den Heli rauflassen. Gesehen, links war gar ein bisschen Action gewesen. Ja, ihr seht, das Visier hilft mir auch nicht unbedingt besser zu brechen. Nur mal schnell hier chillen, schon wieder am gleichen Ort dran, AH-6, das ist tiptop. Hier ein bisschen schwenken, aber es war damit zu rechnen, dass dort einer spawnt. Okay, G36C, wieder mit einem holographischen, das gibt's ja nicht. Die Scheiß-Scopes. Aber ja,
bleibe hier lieber bei BP90, weil die ist doch geeigneter, wenn ich hier in diesen Bereichen mich aufhalte, wo alles so ein bisschen um die Ecke geht. Jetzt bin ich hier am Suchen, ihr seht. Und ja, man muss jetzt nicht immer unbedingt das Gefühl haben, dass das war jetzt sehr sinnlos gewesen, dass ich hier nur hin und her ziehe und Kills absahne. Es ist in meinen Augen, wie gesagt, immer noch die beste Taktik, wenn man sich einfach in einem Bereich aufhält. Und das hat mir hier jetzt ja, doch einiges an Erfolg gebracht. Der letzte Kill, den wollte ich noch machen, leider angeschossen wurde, aber ich habe es geschafft. Das Aiming jetzt durch Kill Cam ist nicht unbedingt etwas, wo ich stolz drauf bin, aber es freut mich außerordentlich, dass das jetzt mein erstes Game war, wo ich 30:0 gemacht habe mit Free for All. Und es ist sicher auch nur möglich gewesen, weil die Gegner ziemlich schlecht waren und ich vielleicht ja, im letzten Drittel doch relativ defensiv gespielt habe. Nichtsdestotrotz hat mich gefreut. Hoffe euch auch. Merci und schönen zusammen. I'll probably make it stop, yeah. Even if I'm not, I'll probably make it